Sowjetrussland ist damals gewesen ein Gemisch von Balagan und von größerer Ordnung. Es gewesen eine Ordnung, die gegeben einen Befehl, als die Staaten sollen herausgeben Brot für die Pläte. Und mir geht das ein Kub, also wie das, aber in einem Kub Brot, schwarze Brot. Und man hat gekannt, das kriegen an der Station, dachte man, gezahlt ein Rubel für dem zu was. Ich sage immer schon, ich bin immer vermachten Waggon. Und man hat gedacht, ja, in Russland ist da ein Kran. Kran? Ja. Auf jeder Seite ist ein Kran mit Kipiertok. Kipiertok heißt heiße Wasser. Man hat das genommen in einen Teppel und geschossen in die Wasser Stückchen Brot. Und das ist gegessen Suppe. Und das ist das ganze Essen. Und ich bin nicht gegangen auf jeder Station, das ist nicht eine große Sache. Ich springe auf den Waggon und ich gehe und ich nehme die heiße Wasser und ich kriege ein Brot. Aber ich gekommen mein Brot und gekommen zurück und die Bahn ist nicht da. Nicht da. Habe ich gewartet auf einen Tag und ich wusste, was zu tun. Aber alle haben gelernt Russisch ein Jahr, wenn die Russen ankommen in Wilna. Habe ich fein ja zu lernen, eine Sprache sehr mechanisch. Habe ich lieb gehabt Mappes, habe ich gekannt die Mappe von Russland. Ich bin gewesen ein Wunderkind, ich weiß, ein größer Akteur und das alles. Habe ich beschlossen, als alle Bahnen gehen, in Mizrach. Darf ich fahren in Mizrach. Man hat nicht gekannt kriegen, nicht genommen und der Maschinist allein hat nicht gewusst, wo die Bahn geht. Man hat ihm nicht gesagt. Ist am Haus bin gestanden 2 Tage in Ort und am Haus in 10 Minuten ist die Bahn nicht gewesen. Bin ich gefahren und gesprungen von Bahn zu Bahn. Und ich bin gewesen jung und nicht stark. Ich bin gewesen sehr dünn, aber ich habe gehabt, ich denke nicht, es hat mir geehrt. Ich bin mir freilich. Ich komme zur Station, gehe herunter die Räder und die Bahn hat 2 keilerliche Platten, was schlagen sich in der zweiten. Und ich bin heruntergekrochen unter die 2 keilerliche. Habe ich unbedingt geguckt und ich bin gegangen weiter, bis ich habe gesehen, Anastasia Penza. Ich habe gesagt, oi Penza, das ist zu weit zu surfen. Aber eine Sache habe ich gedacht, als zwischen dem Uralberg und zwischen dem Kaspischen Jam ist da noch eine Bahnlinie. Das hat mich geraten, man darf ja gehen von dem Penza auf Dorem und ich will dort sehen die Bahn, was geht. Für was habe ich gewollt in Zentralasien? Weil es gibt ein Buch, der wird populär, Taschkent, die Stadt von Brot. Aber ich gemeint, in Taschkent ist der Brot. Das ist noch eine Metapher, aber in Taschkent ist der Brot, fahre ich in Taschkent. Ich darf fahren rechts. Fahre ich rechts? Ich bin sehr gefahren, 10 Tage, was weiß ich, weil ich bin gekommen zurück. Es gibt eine Rede von Stalin, die erste Rede. Stalin hat sich behalten, und dem hat sich angehört, er hat gemachte Panik. Aber demut hat er sich von deswegen übergekommen und gemacht eine Rede, was hat gemuntert das Volk. Ich bin gewesen von 25. 26. Juni bis dem 3. Juli. Bin ich gewesen auf Bahnen. Und 2 Millionen Menschen sind gegangen auf Bahnen. Und ich komme in Buzuluk. Ich habe nicht gewusst, was die Station sein, ich habe nicht gedacht, Buzuluk. Bin ich herabgesprungen vom Bahn. Und sie gestanden noch 3 Echalonen, parallel zu einer zum zweiten. Jetzt bin ich heruntergekrochen. Bin herabgesprungen von der ersten, heruntergekrochen zum zweiten. Und gesehen Menschen in den Fenster. Sage ich von meiner Seite, sagen sie von Wilna. Ha!
von Wilna. Habe ich vergessen, als ich bin Ruf in Bahn in Borisov, nicht in Wilna. Aber sie haben sich gefragt, haben sie gesagt, Antlief. Habe ich verstanden, das ist nicht kein Fenster, nur gratis. Das ist gewesen die Bahn, was hat geschickt, die Menschen, was die Sowjeten haben verschickt, 2 Wochen vor der Woche. Die weiß aber noch nicht, dass doch heute gesagt, dass wir haben geschossen, Reisen und so. Habe ich gesagt, erschrocken, habe verstanden, was ich habe gemacht habe. Und da ist ein Soldat mit dem Gewehr hier die Bahn und also wie die Nazi-Bahnen. Und sie war sehr gedicht in dem Waggon. Hat sie gesagt, man lebt von denen. So, ich bin nicht runtergesprungen im 3. Waggon und rausgekrochen von ihm. Und dort sind gesessen Menschen auf die Bahnstation, sind gesessen Sachmenschen auf der Erde, warten dich auf Stalins Rede. Und da ist meine Mama und Mischproche. Das ist da, ich wäre schrecklich, ich denerviere das noch bis heim. Aber ich bin ein Hero, verstehst du? Und damals hat man uns gegeben, wo zu wohnen bei Mischproches von ortigen Menschen.